Nach wie vor hält uns der Bifrost fest in seinen eisernen Klauen. Und damit willkommen zurück hier bei Yu-Gi-Oh! 5D's Master of the Cards. Tja, ja, wir sind immer noch dabei hier, Bifrost, erste Etage und so, müssen jetzt wohl gegen Lazar selbst antreten mit Dingen Deck von Festival der Clowns, WTF. Eines weiß ich, es muss irgendwo hier tief drin sein. Bitte was? Sehr gut, du sollst zur Stadt zurückkehren, wo du daran verwickelt wirst. Das heißt, wenn du es schaffst. Was? Oh Michael, kannst du das für dich behalten, ne? Weißt du, kannst es nicht, aber keine andere Wahl als ein Duell dafür zu sorgen, dass du schweigst. Und zwar für immer. Hehehe, fangen wir an. Was für ein Penner, ey. Uns zum Schweigen verdonnern. Naja, ihr seid so ein Oberpenner, so ein Oberloser. Die können halt nicht anders. So, machen wir das mal. Wer weiß, vielleicht dann bald schon die finsten Auserwählten mal ihren Auftritt, weil wir haben im Intro gesehen, die müssen ja auch mal kommen und... wir sind bereits im Bifrost und so viele Dinge gibt es gar nicht. So viele Etagen, glaube ich, oder Bereiche, wie auch immer. Also irgendwann müsst ihr mal kommen. Aufzugeben. Gegen einen Zwerg. Ja, sicher. Entschuldigung, kein Zwerg, sondern ein Clown. Ja, das ist sogar was Wahres. Okay, mal gucken. Ich hoffe, ich kann es noch. Ja, was heißt, wieso eigentlich nicht? Hey. Das war jetzt auch dann bei mir schon mal ein paar Tage, Wochen, knapp anderthalb Wochen her. Aber es spielte keine Rolle. Wenn Yu-Gi-Oh! Spielen ist es ähnlich wie Fahrradfahren, das lernst so schnell nicht. Sagt ja auch SpongeBob. Alter, immer wenn es darum geht, ja, Fahrradfahren verlernst du nie, kommt mir immer dieses Bild in den Sinn, wo da plötzlich SpongeBob da das Fahrrad in den Kochtopf gesteckt hat. Das ist einfach, naja. Unglaublich, aber wahr. So, Michael gegen Lazar, bis jetzt soweit alles tippitoppi, picobello. Was denn jetzt? Was, Missklang? Wieso willst du singen oder was? Was? Ist klar, Missklang, kein Spiel kann Synchrobeschwörung durchführen. Bla 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 la 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 la. Ja. Synchronisation nicht möglich. Okay, jetzt sind wir natürlich im Arsch. Dankeschön, du Arsch. Alter, keine Synchrobeschwörungen. Ich rufe Rose, die Kriegerin der Rache im Angriffsmodus. Yep, dankeschön. Wieso hat der Typ irgendwie so einen Stunt gegen ein Synchromonster? Kapiert sich ganz? Da muss ich hoffen, dass ich den Obelisk ins Spiel bringen kann. Was theoretisch auch funktionieren könnte, wenn er mitspielt und natürlich nicht, war ja klar. Okay, Missklang ist nur 3 Züge auf dem Feld, das ist natürlich nicht allzu lang, trotzdem. Ja, verdammt mich. Ja, verdeckten Fallenkarte, klar, wir haben eine eigene. Nö, ich setze mal das Monster noch verdeckt. So, just for fun und beende meinen Zug. Obelisk, du musst es rocken, nur du kannst es. Ich brauche die Power der Götter. Zeige dich, Mrs. Tomate. Oh Gott, ey. Jetzt kommt die anderen zum Zuge. Geister, was sind Ding? Geisterbrenner. Ja klar, das sind zweimal ändern, toll. Muahaha, nimm das, Mann, mystische Tomate. Ja, macht nur kein Problem. Nur stattdessen 2 neue Riesenbazillen. Aber natürlich erst, nachdem sie ein bisschen Schaden reingekloppt haben. Ja, du machst mir keine Angst. Für jetzt wird er nicht, aber das kommt noch. Keine Sorge, keine Sorge. Die eine, die andere. Wir haben schon 2 Sieger auf dem Feld. Ja, also wenn dann toll, das kannst du ändern und nochmal ändern oder was? Nö, letztes Mal. Okidoki, Synchro ist momentan noch out, aber kein Problem. Das geht natürlich auch anders. Ändersynchron für später, alles klar. Ganz kurz den nochmal gucken. Kannst du in deiner Draw-Phase eine Hand hinzufügen, statt ein normales Ziehen durchzuführen. Alles klar. Okay, aktiviere erst mal meine Zauberkarten namens Spalt. Weil die ist sowieso ganz cool.
Tja, Freunde, es ist lange her, doch endlich wird es wieder mal wahr. Wir rufen die ägyptische Götterkarte. Obelisk, den Peiniger. Jetzt bist du am Arsch. Obelisk, Angriff, vernichte sein verdecktes Monster. So, sehr gut. Und ich beende meinen Zug. Lalala. So, ist er immer noch auf dem Feld, war ein dämlicher Missklang. Aber nicht mehr allzu lange, dafür sage ich schon, Stolpli Stolper. Sehr gut, das kann ich wieder Synchrobeschwung dürfen wohl. Brauchst du überhaupt noch? Nee, kann man gar nicht mehr. Na gut, jetzt ist erstmal die Karte verdeckt und greife dann an mit Obelisk, dem Peiniger. Faustschlag des Schicksals. Voll auf die Fresse. Ich war nicht gut genug auf der Hut. Ja, da hast du recht, noch einen Angriff und das war's. Dann wird die göttliche Faust Obelisk den Peiniger zerschmettern. Und dann wird deine Überreste in alle Windesteile zerstreuen. Narrenkampfet! Kann ich irgendwie. Das Teil hat doch nichts drauf. Was, also so bringen die Karten auf den Monster gegen kontrolliert in dem Fall des nächsten Spielzuges. Aber geht gar nicht. Da kann ich mein Monster gar nicht auswählen. Das geht ja nicht. Soll ich? Nee. Warte mal. Oh, das ist aber fies. Das ist sogar sehr fies. Ich aktiviere Feinkontrolle. Tja, normalerweise nutzt man die Karte, um den Monster in den Verteidigungsmodus zu switchen, aber nun mache ich es halt umgekehrt. Angriffsmodus und nun wird's ganz übel. Obelisk der Peiniger. Beende das Duell. Faustschlag des Zorns. Und tschüss. Ah, diese Schmach. Du hast verloren. Yeah. Keine Chance hat er gegen unser Deck. Wow, viele DP, geil. Ja, und jetzt weiter. Immer heiter. Du bist gut. Jetzt verstehe ich, wie du Josef Vodacek alles schlagen konntest. Schätze, du bist nicht so leicht zu besiegen. Ja, das ist auf jeden Fall gut im Berichten. Ich muss jetzt gehen. Tschüss. Ja, übrigens, nachher passiert etwas sehr Gefährliches, als du verschwinden, solange du noch kannst, ja? Nö, das geht nicht. Wir müssen jetzt unsere Freunde befreien. Das warten hier auf die Karte. Ich habe doch ein Kaku-Kalu, aber überhaupt nie. Ich hab die Karte nicht. Ich armer Wisch. Okay, gehen wir da hoch. Nochmal das Abroulette und hoffen, dass nur 2 Chancen sind, bis wir da weiterkommen. Aber ich habe, wir hatten Glück, war? Erwachen der Cyberfinsternis. Jep, das muss leider sein. Die nächsten Transcender sind fällig. Okay, schnell Papier, nicht wahr, wie immer. Und mal gucken, was er so drauf hat. Ich denke mal, wie immer nicht viel, aber man sollte ja seine Gegner niemals unterschätzen. Das gleiche bleibt wie vorhin. Riesenmarzier, die Grimasse Kondensierer. Okay, passt soweit. Gute Starthand, alles klar. Okay, wenn du nicht so haben willst. Dann versuchen wir es mal. Sehr gut. Ich setze Monster verdeckt im Verteidigungsmodus. Und setze noch, weil ich so nett und freundlich bin, 3 Karten verdeckt. Du bist dran. Maskierter Drache, zeige dich. Ein Drache, der maskiert ist. Oh,
2 maskiert sind. Das ist doch voll übel. Maskierte Drachen, greift sein verdecktes Monster an. Cyberfinsternis also, ja, wenn unsere soweit stimmen. Und er garantiert auch die Cyberfinsternis Zacke, Horn und... Was riecht denn noch? Knochen, genau. In Deck und vielleicht sogar auf der Hand, wer weiß das schon? Du. Lalalala. Ja, so ist das. Du. Nö, jetzt noch nicht. Das wäre noch ein bisschen fehl. Cyberfinsternis, wie gehe ich da am besten vor, Freunde? Ich hätte eine Idee, was man machen könnte. So, rufe ich erstmal Rose, die kriegt den Drachen im Angriffsmodus. Um zu checken, was eine verdeckte Karte ist. Alles klar. Ja, soll ich bereits? Gibt es Stufe 6. Das ist bereits eine gute Stufe. Stufe 8 werden eigentlich noch ein bisschen besser. Wobei die Frage ist, braucht das überhaupt Stufe 8? Das wird sowieso nicht gehen. Da wäre eigentlich eher vor allem. Was da kämpfen noch was? Obwohl ganz viele Krieger jetzt gerade auf dem Feld oder Friedhofen zu haben, wäre natürlich ein bisschen doof jetzt. Ja, da kommt sowas raus, brauchen wir sowieso nicht. Ritter Page, wenn er etwas künftig. Dann will ich ja eigentlich mit der Fallenkarte rufen. Gibt aber kein Lichtmonster. Ne, ist gut, machen wir so. Und wir rufen die Flamwell Power zu uns. Hier kommt Flamwell Urkisas im Angriffsmodus. Ein Stufe 6 Monster mit extrem viel Power. Flamwell Urkisas vernichte seinen maskierten Drachen. Das hat geklappt, das wundert mich jetzt ein bisschen. Ich hätte irgendwie schwören können, dass noch eine Fallenkarte aktiviert und mein Angriff irgendwie annullieren wollen könnte. Ja, der Behemoth, das ist natürlich auch nicht weiter eine Gefahr für uns, im Gegenteil. Eher ein Schwächling, aber gut. Man soll natürlich niemals den Tag vor dem Abend loben und deswegen Obacht. Er opfert's, okay, was ruft denn jetzt? Ist klar. Der finstere Rotang Metalldrache, ups. Kannst du einmal... Moment, ich hatte den Effekt nicht zu Ende gelesen. Ja, hat noch coole Effekte, also Joey wäre sicher stolz auf dich, oh. Joey ist ehemalige Lieblingskarte. Ein bisschen metallisch verstärkt und zwar, ein bisschen finster, aber egal. Und Angriff! Mein Behemoth! Kannst du knicken? Ich rufe Schrei der Untoten. Und rufe Flamwell Urkisas zurück in den Ring. Macht wieder nichts. Das ist ein bisschen schräg. Oh, ein Cyberdrachen, sehr geil. Dann will ich mal, sparen wir trotzdem noch auf. Ich rufe erstmal Gerümpel-Synchronisierer im Angriffsmodus und kann damit einen getreuen Riesenbazillen vom Friedhof zurück aufs Feld rufen. Sehr gut, aber jetzt wieder Stufe 5 zusammen. Ich kann natürlich so synchronisieren, wie ich es natürlich möchte. Das wäre natürlich auch ganz, ganz geil. Aber nee, momentan ist noch was anderes. Together forever. Die Frage, welches Monster man für eine Synchronisierung einsetzt, oder hat das ein bisschen fehl? Flamwell Urkisas! Alter Schwede, das ist plötzlich eine Power. Ja, soll oder soll ich nicht? War das? Nee, der wäre gut. Katastor, vor allem auch für künftige maskierte Drachen.
Und ähnliche Effekte ist natürlich der Katastor eine prima Wahl. Synchro Power of the Wind. So, nun Flammenwehr-Orchisas vernichte sein finstere Metalldrachen. Und darüber hinaus wird er noch stärker. Yeah. 4000 Punkte. So stark wie Obelisk der Peiniger. Und tschüss. Sehr schön, sehr schön. Keine Monster mehr. Sehr gut, wenn eben noch Straßen ständig, falls irgendwas sein sollte. Das ist doch mal geil. Der zweiköpfige Behemoth. Du. Tja, auch dieses Monster wird dir nichts bringen. Mein Flammenvelok ist also viel zu mächtig dafür. Die Spielmarke, sehr gut. Die kann man sicher sehr gut gebrauchen. Jetzt aber erstmal greift mein Monster an. Und zwar mit der flammenwellischen Höllenfaust. Das kann wehtun. Und noch ein Angriff und dann haben wir das Ganze geschafft. Dann ist das Duell vorbei. Da ist einfach nichts drauf, Kumpel. Einfach gar nichts. Und jetzt ist noch eine Karte fertig, weil ich einfach mal so Bock drauf habe und beende meinen Zug. Die Verlockung der Finsternis. Ah ja, alles klar. Ein paar neue Karten ziehen, muss ich mal wieder ein paar ablegen. Aber was wird er nun tun? So viel ist Zacke. Ich wusste doch, dass die auch noch kommen. Ja, Hintern. Ja, toll. Und jetzt? Das bringt dir doch gar nichts. Oh, ist ein Finsternismonster. Ups. Das ist mal ein Fehl. Das tut mir ja so leid. Und das sind meine Punkte. Das ist natürlich weniger gut. Yep, das aktiviere ich jetzt mal, vorsichtshalber. Denn es gibt in meinem Flammenwell-Orchisas trotz allem einen netten kleinen Powerschub. So, ich kann natürlich direkt mal Spalt aktivieren oder sonst was rufen. Ich mache es aber anders. Ich versetze mal einen Angriffsmodus, im Fall das Macht des Spiegels hätte. Und natürlich nicht so, aber greife zum letzten Mal an, hoffentlich in diesem Duell. Vernichte die Hitzehacke und das Duell ist vorbei. The shit must go on! Für meine Gegner. Sehr gut. Tja, Freunde, 2 Siege in einem Part. Ist das zu fassen oder ist das zu fassen? So, wenn es dann noch gut geht, obwohl, kann man so durch schon? Dann kommt so schon durch, Alter, ist geil. Kein Transcender mehr, wir hatten Glück. Freunde, wir hatten Glück. Und jetzt genau weitergehen wir bei der nächsten Etage dann, Bifröst, die 7. Etage, das erfahrt ihr dann im nächsten Part. Danke fürs Zusehen, bis dahin, ciao zusammen.